Ich habe mich sicher auch schon gefragt, was sind das eigentlich für Opfer, die sich manchmal freiwillig auf der Bühne zum Off machen. Wir schauen das Video auf eigene Gefahr bis am Schluss, weil dann, wenn wir einfach auch zu so Opfers werden und vielleicht noch zu unserer Aufführung kommen. Und oh mein Gott, da ist einer gestorben. Zuerst bin ich mit dem hässlichsten Outfit, das es jetzt gibt, an der Probe. Wir haben nämlich Wochenendprobe und zwar 15 Stunden chill ich mit diesen Leuten auf einem Haufen. Ich weiß auch nicht, wie soll ich mir das antun. Da sind wir zuerst aufgekraxelt in unsere Probesituation. Da haben wir dann auch Aufführungen. Bermazwil, Uster. Dann habe ich dann noch eine Überraschung bekommen. Das passt nicht. Also eigentlich ist jetzt schon sehr obvious, was ich für eine Rolle bin, wenn ich euch sage, es geht um die Verschiebung der Märchenwelten. Und Rot ist eigentlich so das Ding von meinem Charakter. Es gibt aber noch viel abgespacedere Rollen, die zeige ich euch gerade. Wir haben da zuerst noch unseren Wald aufgebaut und oh mein Gott, die Bühne ist so geil, Alter. Man kann einfach drehen, man muss nichts umstellen. Da habe ich meinen Text schon mal anschauen, weil ich habe letzte Woche meine Studiumsprüfungen hatte und ich habe irgendwie das gar nicht präsent gehabt. Ich bin der Paul und ich bin der Erzähler. Der Paul spielt, by the way, auch noch den Wolf und der Prinz, weil wir low-key ein bisschen low-budget sind. Das ist schon unser Dornrösli und das ist unsere Griselda. Und dann noch die coolste, allercoolste natürlich. Das Rotkäppli. Das ist meine Liebe hier. Wir haben Pilz. Ja, unser Theater ist ein bisschen abgespaced, aber wir haben einen Drehbuchautor, der das für uns geschrieben hat. Und es ist Gen Z-Humor und ich finde es actually cool. Und ich meine, dann ist es ja einfach cool. Dumm, cringy Sneak Peeks incoming. Shut up, Wolf, Frissi, grab auf! Ein guter. Cinderella! Hör mal auf, TikToks zu machen und schaff etwas! Falls eure Friends ein bisschen komisch drauf sind oder ihr einfach euch ein inneres Kind wieder ein bisschen beleben wollt, geht in eine Theatergruppe. Oder ja, kommt zu uns. Ist am 7., 8. und 9. Februar.